Red ein bisschen mehr mit dem Mikrofon. Letztes Mal hat es mich fast zusammengeschlagen wegen dir. Wer? Viele haben gesagt, der Michael. Wer hat dich gefragt? Wieso so? Alle reden, keiner sagt okay. Jetzt. Bro, Jetzt sag denen mal. Jetzt redet wir. Herzlich willkommen zu Jetzt redet mir mit Michael. Hallo. Viele kennen den Michael so, andere kennen ihn vom Podcast, von der ersten Folge. Genau, neu jetzt mit der neuen Kamera. Ich hoffe, es crackt uns nicht ab, aber ich glaube, das sollte gehen. Test. Also eigentlich habe ich auch lustig, weil die Folge starten. Oder? Und darum gesehen der Michael auch am Handy. Gestern waren wir am Gamen gewesen. Und dann haben die anderen Jungs mitbekommen, wir machen unsere zweite Folge. Und der Berat hat es gesagt. Bist nicht du das selber gewesen? Nein, der Berat hat es gesagt, Bro, hast du die 10 Gebote gelernt? Also wer die erste Folge geschaut hat, weiss, um was es geht. Wenn nicht, könnt ihr das sicher auch nachholen. Genau. Der Michael ist ein riesen Fan von den 10 Geboten. Und dann habe ich ihn gefragt und er hat gesagt, wohl, keine Ahnung. Und ich wollte so starten, dass ich ihn auch anhole und ich sage ihm, Bro, sag mal die 10 Gebote, jetzt weißt du sie endlich. Und dann hat eben der Kollege das angesprochen, hat gesagt, Bro, hast du das wie gelernt? Und dann haben wir uns kaputt gelacht und er so, ey, ich war gerade am Anschauen nochmal. Und ich so, scheiße, jetzt habe ich voll meinen Eingang verpasst, weil ich ihn voll überraschen mit dem. Ja, und jetzt habe ich gesagt, fangen wir an, dann schaue ich auf sein Handy, sind die 10 Gebote nochmal offen. Ich habe auch probiert, die auswendig zu lernen, dass ich dir kann sagen, ob es richtig oder falsch ist, aber habe ich nicht geschafft. Ja. Wie geht's dir, Bri? Mir geht's gut, danke. Sorry, letztes Mal bin ich ein bisschen weit vom Mike gewesen. Wer? So viel hat gefällt. Fast reingehört. Fast reingehört. Ja, ein bisschen weit vom Mikrofon gewesen. Mir geht's gut, danke. Sehr schön. Danke für die zweite Runde. Ich glaube, wir zwei sind nicht die Einzigen gewesen, die gelacht haben. Ich habe cooles Feedback bekommen. Viele haben auch gesagt, es war eine richtige Entscheidung gewesen, dass du so etwas als erste Folge gemacht hast, weil halt ja, deine neueren Folgen oder deine aktuelleren Folgen sind halt ein bisschen tiefgründiger. Und ja, ich bin halt, glaube schon der Richtige für Bullshit und lustig haben. Fix, Bro. Wie geht es dir so nach dieser ersten guten Phase, die du gemacht hast? Mit dem Podcast? Ja. Hey, gut. Also eben, jetzt nehmen wir das auf. Dropped sind jetzt 8 Folgen. Ich weiß nicht, die Folge kommt sicher ein bisschen später raus. Rückmeldungen sind gut. Es gibt aber auch, vor allem die 8 Folgen hat ein bisschen die Frauenwelt zum Echauffieren gebracht. Und ich wollte das wie erklären oder ein paar Leute so wie antworten, aber ich weiß nicht, ob man das so wie checkt, Bro. Es ist darum gegangen, dass mir irgendwie gesagt hat, Instagram, für was hast du das gehabt? Ja, wegen Fütz. Anstatt für Frauen. Und alle haben dann gedacht, wie redest du über Frauen, was hast du für ein Bild von Frauen und so. Und berechtigterweise haben die Leute gesagt, wir kennen dich nicht, Amigo. Wir kennen dich nur vom Podcast. Willst du jetzt einen Podcast machen, nur für deine Kollegen oder auch wie für uns? Ich finde aber in der heutigen Zeit ist es schon so, du darfst wie gar nichts mehr sagen. Frauen reden doch auch und sagen, das ist so ein Fuckboy. Verstehst du? Wieso dürft ihr das nicht dann sagen, weil es nicht im Internet ist? Oder ja, das ist... Ich verstehe den Punkt, wo sie sagen, aber es ist halt so ein bisschen umgangssprachlich unter uns Jungs, dass man das vielleicht ein bisschen, ja, sich nicht darauf Acht gibt, so über Gefühl oder halt Benennung von gewissen Sachen oder Menschen oder Geschlechter, dass sich halt, ich sage jetzt mal Frauen, jetzt auf das angesprochen gefühlt haben. Aber ich habe es jetzt nicht gewertet, weil eben, ich bin auch ein Junge. Es ist Umgangssprache, so untereinander. Aber ja, darum habe ich in der ersten Folge zum Beispiel auch nicht zu gross sein, dass LGBTQ plus, minus, was es auch immer jetzt noch zusätzlich gibt. Ja. Das hat sich ja
entwickelt. Weil du machst einfach Fehler. Und wie du gesagt hast, egal was du online stellst, irgendjemand oder irgendjemand wird kommen und sagen, hey, ja, aber das geht nicht und dies geht nicht. Es kann sein, dass in Zukunft das weiterhin passiert. Ich würde aber nie zumachen, dass Leute nicht darüber diskutieren können. Also schreibt einfach, wenn euch etwas wie nicht passt. Es ist ein Podcast, der authentisch ist. Es ist ein Podcast, der nicht geschnitten ist. Und wie oft redet man mit Kollegen, Kolleginnen und dann fällt mal ein Wort oder auch ein Fact, wie das auch mit dem Zeigenboot, Bruder. Da geht das, ist es irgendwie auf dem Tisch und dann weiß man, wie nicht, was passiert, Alter. Das passiert auch, wenn ihr mit euren Kollegen redet. Und darum finde ich, ja, mein Gott, solange man offen kann darüber reden und sich erklären, ist alles gut. Ein Kollege hat mir aber geschrieben und er hat gesagt, seit 2-3 Jahren, ich weiß nicht mehr genau welche Zeit, achtet er sich mega drauf, was er wie sagt, weil er ist auch der Überzeugung, dass so Wörter unterbewusst mega viele in dir auslösen. Absolut. Zum Beispiel auch, wenn etwas nicht klappt, sagt er nicht Fuck oder Scheiß oder Fick Mutter oder so. Er sagt dann wie Schade. So. Ja. Ich habe ihm gesagt, Mindset. Genau, ich habe das Gefühl, es tut mein Frauenbild jetzt nicht irgendwie schlechter im Kopf darstellen, wenn ich sage Fütz. Finde ich jetzt persönlich. Aber ich habe ihm gesagt, es ist etwas, wo ich nicht weiss. Es kann sein, ich habe es noch nie probiert. Ich probiere es. Voll. Und jetzt sage ich nicht mehr dumme Fütz, jetzt sage ich dumme Frauen, wenn ich mich aufrege. Oder tolle Frauen und so hübsche Frauen. So ein Scheiß. Nein, look, wir sind Menschen. Wir machen Fehler. Oder man ist ja auch froh, wenn man eines Besseren gelernt wird. Ich meine, ich bin einer der besten Beispiele, was das angeht. Eines Besseren belehrt. Genau, ich gehe nicht mehr einfach straight rein. Wenn ich einen Fehler gemacht habe, sagt mir das schon irgendjemand. Voll. Und dann schaue ich, dass ich das vielleicht nicht mache, wenn ich einverstanden bin mit dieser Meinung. Wenn nicht, musst du auch akzeptieren, muss die Person auch akzeptieren, dass ich einen Fick drauf gebe. Und ich glaube, das ist ein grosser Part von dieser Menschheit, dass man Akzeptanz hat. Also, dass man die Leute akzeptiert, wie sie vielleicht sind oder wie sie vielleicht denken oder was sie auch sagen. Man redet ja von Diversity und man sollte alles Mögliche akzeptieren. Wenn du ein Wolf willst sein, dann akzeptier doch, dass ich vielleicht Einer bin, der flucht. Einer bin, der flucht zum Beispiel. Klar, es ist, wie du sagst, es hat einen Einfluss auf dich und es hat vieles mit Mindset zu tun. Aber come on, Alter, wir sind 30. Um die 30. Es gibt andere, die mit 60 nicht da stehen, wo wir stehen. Eine hat mir gesagt, das Wort Fütz ist so voll, als wärst du ein Teenager. Hat mir eine gesagt. Und meine Mami hat mir angerufen und sie kommentiert jedes Video. Und das hat sie nicht kommentiert. Ja. Dann haben wir telefoniert und ich so, Mama, was geht und so. Ich so, wie hast du es voll gefunden? Sie so, ehrlich. Sie so, ja. Sie so, wie meinst du das, Fitz? Wie darf man das verstehen? Im einen Video sagst du, respektiere die Mutter, dies und das, und nachher sagst du, Fitz, ich so, ja Mom, du kennst mich. Sie so, ja, das ist es eben, ich kenne dich, andere kennen dich nicht. Bruder, als wäre sie meine Managerin, ich schwöre dir. Das sagt mir nicht, und sie so, wie hast du das gemeint? Ohne Kondom ist geiler. Sie so, du bist 30. Ich so, ja. Stimmt oder das stimmt ist nicht? trotzdem geil. Stimmt oder stimmt nicht? Nein, look, Moms sind immer so. Meine Mom ist auch so. Sie hat auch die Folge geschaut und gesagt, schämst dich eigentlich nicht, die Million bevorzugen. So. Ja. Okay. Ja. Ich habe auch mit meiner Frau darüber geredet. Sie haben mir auch gesagt, wie kannst du so etwas sagen? Das wollte ich dich fragen. Darum wieder Ansichtssache. Nur weil es du falsch findest oder weil es ich richtig finde, was ist jetzt wirklich das Richtige? So, ich verstehe, wenn meine Mom sagt, hey, wie kannst du so etwas sagen? Es ist dein Kind, du verpasst 3 Jahre oder 2,5, was auch immer. Ich verstand, dass sie das sagt, weil sie hat mich ja
erzogen in der ersten, also sie hat mich ja miterlebt in den ersten 3 Jahren und für sie ist das sicher etwas vom Schönsten gewesen, erste Kind, alles Mögliche. Ich kann das nicht nachvollziehen und in dem Moment, wo die Frage gestellt worden ist, wie zum Beispiel auch der Lucci gesagt hat, er hat keinen Bezug zu dem Baby. Also kann es ja verständlich sein, dass jemand sagt, hey, look, man hat keinen Bezug, die Bindung ist nicht da. Die ersten 3 Jahre, klar, man verpasst so vieles. Ja, aber es ist ja deine Entscheidung. Genau, weißt du, es wie ist ich ja meine? einfach eine Entscheidung, weil ich es ja eigentlich auch gut meine, weil das Geld kann man ja brauchen schlussendlich. Ja, Bro, fix. Und was ist richtig, was ist falsch? Wir Menschen sind immer mega voreilig, Entschlüsse irgendwie Voll. zu ziehen. Oder, oh, er hat jetzt das gesagt, das heisst, er ist so einer. Das ist aber ein Voll. bisschen an unserer Natur. Und eben nicht falsch verstehen, ich bin mir bewusst, die Folgen sind im Internet. Jeder hat Meinung, die er gerne geben darf. Und jeder, der mir bis heute geschrieben hat, hat auch eine Antwort bekommen. Ja, anhand so Kleinigkeiten kann man einfach matchentscheidende oder größere Themen, finde ich, nicht ausmachen. Zurück zu den 10 Geboten. Komm, gehen wir die durch. Gehen wir die Bin durch? gespannt. Soll ich es nicht so sagen? Weißt Freestyle. es? Ich weiss nicht alle auswendig, aber Machen wir den können Test. jetzt mal so einen Test Ich habe sie machen. offen. Hast du sie offen? Okay. Es fängt an mit die 10 Gebote. Ich bin der Herr. Ja, dein warte, Gott. warte. Fertig. Beruhig dich. Ganz Ich habe schon easy. gemeint, du fängst jetzt an. Nein, ganz easy. Also du sollst kein Bild vom Herr haben, also von Gott. Du sollst auch nur einen Gott haben, also sollst nur den Herr anbeten, glauben. Du sollst dir auch kein ein Bild gesagt. Bild hast du gesehen. Bild habe ich gesagt. Ich sehe es zwar nicht, wo das steht, aber ja. Das ist das 11. Das ist das 11. Gebot. Nein, liebe deinen Nächsten, du sollst nicht deine Ehe brechen. Was haben wir jetzt? 4. Voll billig, Mann. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht töten wahrscheinlich, auch noch eins. Was sind wir jetzt bei 6? Besser als das erste Mal. Ja, viel, viel besser. Viel besser Beim als ersten das Mal erste. habe ich nicht gewusst, liebe deinen Nächsten. Aber Brüder, es steht lieber deinen Nächsten nicht. Was, also, Mann, ich habe gemeint. Schau, Feiertag einhalten, Ältere ehren, du sollst nicht töten, Ehebrecher, du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Wie interpretierst du das? Du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Was für dass ein du Lügen, dass du Satz. nicht Lügen sollst verbreiten, beispielsweise. Oder einfach allgemein nicht lügen. Okay. Du sollst nicht begehren, deines nächsten Weibes haben gut. Ja, wahrscheinlich mach kein Auge. Ja. So. Ja, liebe Von deinen unserer Nächsten. Kann man das mit dem. Kann man sicher so verknüpfen, aber jetzt, es steht nicht «Liebe deinen Nächsten». Ich habe gemeint, liebe Ich habe auch immer gedacht, das ist fix, aber ja. Du solltest dir kein Bild zum Anbeten machen. Genau, das ist auch noch ein Punkt. Und meine Frage ist jetzt, willst du, also ist es das, was du dir vorgestellt hast, Hand aufs Herz, ganz ehrlich, willst du das jetzt bei dir aufhängen oder denkst du, ganz Nein, ehrlich, ich fix habe nicht. etwas anderes gedacht? Nein, das Ding ist, wir haben das beide sicher schon 1000-mal oder schon ein paar Mal gesehen. Du hast es ja im Kopf. Aber es ist ja nicht so wie ein Bild, wo die ganze Zeit da ist und du nonstop an das denkst. Aber so, ich denke mal, das sind so Grundregeln, die man als Mensch oder als Person sollte haben. Weil, ja, man sollte, zum Beispiel, ich sollte dir keinen Schaden hinzufügen. Ja, aber das Finde ich weißt du voll ja. okay. Voll, das weißt du ja. Genau. Das muss ja nicht irgendwo stehen. Frech, Alter. Ja, ist es nicht so? Ja, doch. Zum Beispiel, schau, ich sage etwas jetzt, ich kenne dich auch, ich korrigiere mich, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass du ein richtig krass gläubiger Mensch bist. Nein. Du bin bist ich auch schon- nicht. Also ich glaube an Gott, Du auch glaubst an höhere Gott? Macht. Auch höhere Macht, was auch immer da oben ist. Aber jetzt zum Beispiel, ich bin der Herr Gott, dein Gott, du sollst nicht anderen Göttern haben neben mir. Ja. Du sollst den Namen des Herrn nicht unnütz führen. Mache ich auch nicht. Ich lästere nie über Gott. Bombastic. Side-Eye. Criminal Offensive Side-Eye. Du sollst den Namen des Herrn nicht unnütz führen. Genau. Du sollst den Feiertag heiligen.
Brüder, schau, ich sage dir nicht, es sind Sachen, die du nicht machst, aber es sind jetzt nicht Sachen, die für mich den Michael definieren. Nein, es ist... Und wieso willst du es dann in deiner Wohnung haben? Es sollen einfach Leitfäden sein, Leitplanken, wie du das auch schon angesprochen hast. Dass es... Ich meine, sorry, wie viel Mal bist du schon über den Fußgänger gefahren, als Beispiel, und es ist einer rechts dran gestanden? Ist dir auch schon passiert? Was nochmal? Oder viel bin ich? Fußgängerstreifen. Aha. Du fährst Auto. Einer steht am Fußgänger oder er dreht auf einmal Richtung Fußgänger. Ist das sicher auch schon passiert und du hast nicht angehalten? Ja. Du bist jetzt ein schlechter Mensch. Oder du bist im Bus gestanden oder gehockt, jemand kommt, du bist nicht aufgestanden. Du bist jetzt ein schlechter Mensch. Nein. Hast du mal einen dummen Gedanken gehabt gegenüber einer anderen Person? Ja. Fix, bist du jetzt ein schlechter Mensch. Nein. Also. Ja, wie kommst du jetzt von der... Ja, eben, das sind auch so. Du sollst nicht den Fußgänger ignorieren. Du sollst den Platz nicht besetzen. Nein, aber wenn Bedürftige es sind ja so, wie, keine Ahnung, ich finde das so grundlegende Regeln. Klar, man bricht Regeln. Jetzt kommt einer und sagt, die Regeln sind da zum Brechen. Der sitzt dann bei mir im Knast. Genau. Dass man halt einfach ein bisschen einen Leitfaden hat, dass man weiss, okay, man soll nicht Leute umbringen, man sollte nicht klauen, man sollte seine Frau nicht betrügen, man sollte seine Eltern ehren. Weißt du, so ein bisschen so Basics, dass man das halt einfach mit auf den Weg bekommt als Kind, dass man das halt so wirklich manifestiert, dass man das im Kopf hat und dass man so durchs Leben auch geht. Okay. Das ist so ein bisschen der Punkt, den ich eigentlich damit erreichen will, dass das halt so ein bisschen... Weil ich lebe nach dem, dass ich niemandem schaden sollte, oder ich liebe meine Eltern, ich lüge praktisch nicht. Ich mache es auch, darum, ich sage ja, ich bin nicht perfekt. Dann, keine Ahnung, ich tue auch nicht an einen anderen Gott glauben, beispielsweise. Ich habe einfach Gott für mich oder die höhere Macht oder ja, je nach Glauben ist es ja schlussendlich der gleiche Gott. Dass man halt einfach so ein bisschen den Leitfaden hat und nach dem versucht zu leben. Wenn man strenggläubig sein will, dann lebt man nach diesen Büchern. Wenn nicht, dann auch nicht. Wer bin ich, damit ich urteilen kann, wie irgendjemand soll leben soll? Keine Ahnung. Meine Frau und ich sind halt so ein bisschen Gott, also so christlich aufgewachsen. Ich mehr orthodox, sie mehr katholisch. Dass man halt das vielleicht doch weitergibt, aber auf eine simplere Art. Und dass man nicht halt sagt, hey, du musst am Sonntag killen oder du musst das machen, du musst dies machen. Sondern halt einfach so ein bisschen Grundprinzipien auf den Weg geben. Okay. Ja, dann... Bist du zufrieden? Nein. Nein, was ist jetzt nicht? Ich check den Sinn nicht, Brüder. Von was? Von 10 Geboten? Nein. Oder von was? Du willst, dass wir mitgehen, dass dein Sohn dein Sohn hat. Ja. Oder? Da haben wir das schon gedroppt, ja. Ja, haben wir dass er das wie sieht. Aber ich meine, du erziehst das Kind ja. Also, wenn das wie nicht hängt, denkt er ja nicht, ich will wie jemanden umbringen. Ich finde, die 10 Gebote sind einfach maximal veraltet, als dass das jetzt so wie How to live my life wie so das Handbuch ist. Weil heutzutage muss ich auch sagen, er darf das nicht sagen, er darf nicht diskriminieren, Rassendings, das ist da alles wie ja nicht drin. Also checkst mir, nur mit diesen 10 Geboten hat es sich nicht, das finde ich so. Und ja. Und es gibt auch, ich meine, ich bin auch bei deinen Eltern gewesen, deine Eltern haben auch mega viel so Sprüche und vielleicht kommt es ja auch von dort, unbewusst. Du bist so aufgewachsen und dir hat das vielleicht Kraft gegeben und du willst auch wie Sachen aufhängen. So, bei dir ist immer so gestanden, Familie und das finde ich auch wie mega schön. Aber ich identifiziere die 10 Gebote nicht mit dir. So, auch nicht mit mir. Auch, verstehst du? Das ist für mich schon zu religiös. So, weil du sagst selber auch, ja. Gott, ja, ich glaube schon nur an einen Gott oder höhere Macht oder was es ist. Also du weißt ja wie selber nicht. Aber dort ist wie geschrieben, es gibt nur einen Gott, es gibt wie gesagt so wie nur mich und andere wie gibt es nicht. Und ja, aber in der ersten Frage scheitern wir beide ja schon. Wieso? Irgendjemand hat das ja erschaffen, das alles, was wir haben oder was wir sind. Irgendwo wo kommt das ja? Es ist ja nicht ja, aber es könnte ja auch Außerirdische sein, es kann ja sonst was ist Gott?
Ja, eben. In Gott steht, aber in der Bibel, das ist ja von der Bibel, die sagen, das ist ja von Moses. Sie sagen ja, du sollst kein Bild von Gott malen. Von wo wissen die, wie Gott aussieht? Ja, da fängt es ja schon wieder, das ist wieder ein Widerspruch in sich selber. Aber Gott ist ja nur eine höhere Macht. ja, bei der Bibel oder im Koran steht das eben nicht so. Es ist nicht einfach eine höhere Macht, es ist jemand, der es erschaffen. Du darfst nicht hinterfragen, wieso. Keine Ahnung, wieso reden wir jetzt über Religion? Holland diskutieren. Aber ich finde, das macht es ja aus. Weil, ich sage jetzt, ein Strenggläubiger würde jetzt so wie du sagen, hey, Gott. Und dann frage ich, ja, eben, du sagst mir Gott. Und dann komme ich um die Ecke, du weißt ja nicht, wie Gott aussieht. Es kann ja ein Alien sein, wie du selber gesagt hast. Aber trotzdem ist das der Gott. Auch wenn es ein Alien ist. Ja, aber Wir sagen Alien, weil er vielleicht anders aussieht. Aber stell dir vor, oder machen wir jetzt mal eine Hypothese, er sieht aus wie wir, aber ist viel weiter. So, ja. Er hat viel mehr Skills. Er lebt nicht nur in dieser Dimension, Welt, oder wie man das auch immer sagen will, Science Fiction, Aluhut, was auch immer. Ich habe mich viel mit dem beschäftigt. Ich habe viele verschiedene Theorien gesehen, gelesen, wie auch immer. Keiner weiß, wer Gott ist. Es könnte rein theoretisch auch du sein und ich weiß es nicht mal. Habe ich gut gesagt? Fuck. Oder es kann auch die Tasse sein, weiß doch nicht. Weißt du, so. Who knows? Ja. Darum, man sagt, zeichne dir das Bild von Gott. Ich zeichne mir kein Bild von Gott. Es kann alles sein, es kann niemand sein, es kann nur ein Rauch sein, es kann aber auch nur die Energie an sich sein. Wir wissen es nicht. Und ich finde, das ist so wie Grundregeln, die du hast. Also gut, darfst du aufhängen. Ich hätte es auch so aufgehängt. Nein, hättest du nicht. Wie gesagt, jetzt aufgehängt. Erzähl. Bist du aufgeregt? Wegen nächster Woche? Ja. Aber wir sagen nicht was. Okay, doch, bis dann ist sie. Also die Folge kommt danach. Genau. Ich werde heiraten. Genau. Ich werde meine liebe Frau heiraten. Ich freue mich. Genau. Voll so ein bisschen kurzfristig. Wie immer bei mir. Wie immer bei dir. Ich finde es geil. Ich freue mich auch mega. Nimmst du deinen Namen an? Mhm. Wir haben es nicht anders können machen. Eigentlich haben wir gedacht, dass ich sogar vielleicht ihren Namen auch anhänge an meinen. Weil ich finde das ein bisschen respektvoller. Darf man nicht mehr, gell? Nein, das Problem ist halt, weil sie italienische Staatsbürgerin ist, kann sie sowieso nicht den Namen ändern in Italien. Also sie wird den gleichen Nachnamen auch in Italien behalten, wo sie jetzt hat. In der Schweiz wird sie aber meinen Namen müssen übernehmen. Also ich verstehe nicht, wieso es nicht geht. Das sind halt einfach Regeln, die sie vorgeben. Also sie kann nicht ihren Namen nach meinem Namen anhängen. Okay. Sondern wir haben uns jetzt müssen entscheiden, nimmt sie meinen Namen oder behaltet sie ihren Namen. Und sie haben euch für deinen Namen entschieden? Sie hat dann gefunden, ja, ich nehme deinen Namen. Ich kann jetzt nicht ihr reinreden. Ich finde es natürlich mega herzig von ihr, dass sie das macht. Ich habe es auch erwartet. Ich habe es gehofft vor allem. Ja, klar. Aber ich kann eigentlich wählen, dass sie ihren Namen trotzdem behalten, weil ja, ich finde das wie schön, dass man seine Herkunft kann wie tragen. Halt schade, dass das jetzt nicht funktioniert oder es nicht geht. Aber so ist das halt im Leben, dass man nicht alles haben kann. Und the show must go on, oder? Weiter geht's. Jetzt redet wir. Jetzt reden wir. Krasses T-Shirt. Wann kommt eins über? Also, das Jahr wird eigentlich mega krass für dich. Du heiratest, das Kind kommt. Deine Musik machst du weiter. Das ist, glaube ich, die erste Frage von der letzten Folge. Wo wir immer noch was nicht machst du beantwortet für haben. Musik? Jetzt haben wir schon mittlerweile 1,5 Stunden aufgenommen und die Frage ist immer noch nicht beantwortet. Das ist jetzt langsam Automatismus, oder wenn ich mich verspreche. Und Ja, gerade, damit du dich rettest, damit ich keinen auslachen kann. Genau. Das ist schade, dass ich unserem Kollegen weiss, wenn du einen Sprachfehler Du machst, bist gerade die auseinandergenommen. ficken dich gerade. Bam, Gerade bam, bam. auseinandergenommen. Und
jetzt macht jeder das, was er sich selber fertig macht. Ab und zu klappt es, ab und zu klappt es nicht. Ab und zu bist du spät. Ab und zu bist du spät und dann bist du schon unter den Rädern. Was machst du für Musik, Michael? Hey, da Hey, ich mache elektronische Musik. Also ich produziere selber Tracks, Minimal, House, Techno. Also ich kann mich nicht, also ehrlich gesagt, ich tue mich da nicht festsetzen und ich sage, ich mache nur das. Okay. Ich habe auch schon Hip-Hop-Beats gemacht, weil ich halt einfach aus der Hip-Hop-Kultur komme. Ich habe aber Elektronik-Musik schon immer cool gefunden. Geile Story eigentlich. Der Remo, mit dem, wo ich das mache, er macht schon seit 17, 18 Jahren jetzt Musik. Verschiedene Stile hat er sich schon ein bisschen durchgeboxt. So alles Mögliche ein bisschen probiert, hat sich jetzt in diesem Genre gefunden. So ein bisschen Hausig, Minimal, Techno. Wir kennen uns seit wir 6, 7 sind, so der Dreh dort umeinander. Wir sind Nachbarn, zusammen aufgewachsen, hat sich irgendwann mal dann mit der Zeit, also wir haben das Kind geschlägelt miteinander. Das ist immer geil. Wir haben das gar nicht mögen irgendwie. Und dann mit der Zeit ist man klar gekommen miteinander. Dann hat sich der Weg getrennt. Dann habe ich kurze Zeit, 2,5 Jahre in der Versicherungsbranche, habe ich mich versucht. Dann habe ich die Date mit ihm zusammengearbeitet. Dann habe ich ihm gesagt, komm doch, ich kann da gut Geld verdienen. Und dann habe ich gesehen, dass er soundet. Und ich so, komm, machen wir mal einen Track miteinander. Und es hat easy geil gematcht. Also wir haben gut können Musik machen miteinander. Ich habe zwar nicht gewusst, wie ich mich ausdrücken muss. Weil die ist eine eigene Sprache. Also egal was, Distortion oder Delay oder ein Decay oder okay, also Fachbegriff. Ich habe ihm versucht zu erklären, hey Luke, kannst du das irgendwie, es soll heller tönen, aber intensiver und so. Ich habe wie nicht gewusst, wie ich mich ausdrücke, aber weil ich halt schon immer Musik geliebt habe, habe ich dann gefunden, hey look, fuck off, ich probiere das jetzt mal. Dann haben wir mal ein Studio miteinander angefangen zu machen. Haben schon 3 Mal zügeln. Einerseits war das erste Studio zu klein gewesen. Das zweite Studio haben wir raus, weil sie nicht studiert haben, wo sie uns das Studio gegeben haben. Es hat so eine Lüftung drin gehabt und oben drauf uns hat es ein Resti gehabt. Und wahrscheinlich wir dort wie Horn Ochsam reinballern mit dem Sound, die im Resti da oben sicher unseren Sound mitbekommen. Voll minimal am Laufen. Ja, so voll die Kicks und Drums und was auch immer. Es war sicher unchillig dort essen. Und dann sind wir jetzt in dem Studio, wo wir jetzt sind. 70 Quadratmeter, easy, geil, gross. Und mittlerweile haben wir auch genug Equipment und halt gutes Equipment, weil das zweite halt einfach schon einfacher ist zum Equipment zu kaufen. Und so ja, seit 5,5 Jahren etwa mache ich Musik. Erfolgreich oder nicht, sei mal dahingestellt. Ich habe 4 Platten released bis jetzt. Und mit x Künstlern schon zusammengearbeitet. Spielen im Supermarket. Props an den Club, danke für die Possibilities. Haben wir angefangen zu spielen, weil wir halt dort, oder ja, weil ich mehr verkehrt habe dort, halt durch den Ausgang, weil es mich halt interessiert hat. Und dann haben wir in diversen Clubs auch können spielen. Zum Beispiel letztes Mal haben wir HS12 an der Badefahrt spielen. Danke auch euch auch nochmal Jungs und Mädels, sehr lieb gewesen. Ja, so tun wir uns durchkämpfen. Du bist viel im Studio? Ja, ich versuche es 2 bis 3 Mal zu gehen. Ist halt schwierig, weil amigs magst du nicht nach dem Arbeiten. Ja, es ist halt schade, dass in der Schweiz also Kunst in der Schweiz machen ist sehr schwierig, weil du hast halt Fixkosten, die sehr hoch sind. Durch das wird es auch schwierig, die Fixkosten, ich sage jetzt mal, zu decken. Als No-Name kommst du zwischen 150 und 300 Franken Gage über für einen Auftritt. Wenn du Glück hast, spielst du 3 Mal am Weekend. Also hast du, sagen wir mal, 600 Stutz gemacht. Oder vielleicht weniger sogar, je nachdem. Oder 900, eben, kommt ganz drauf an. Und dass du überhaupt viel spielen kannst, ist eine andere Geschichte. Es ist mehr
so, ich lande dich spielen, weil du ein geiler Sieg bist, weil ich dich gerne habe. Ja, und ich bin halt nicht der arschgleiche Typ. Oder der Remo auch weniger. Und durch das hast du halt nicht so viele Gigs. Aber ich sage dir ehrlich, ich scheiße auf die Schweiz. Wenn ich im Ausland bekannt wird, ist es mir viel lieber als in der Schweiz. Und du scheißt auf die Schweiz betreffend Musik? Betreffend, wenn ich da Gigs habe, cool, danke für die Möglichkeit, ich gebe mir das Beste. Wenn nicht, ist es auch okay. Mein Ziel ist international, können um die Welt reisen, Musik machen, auflegen, mit anderen Künstlern zusammen Musik produzieren, mit dem Remo unterwegs sein. Das ist mir persönlich viel wichtiger, als da in der Schweiz können auflegen, weil erstens hast du keine grosse wie soll ich sagen, Szene. Elektronische Musik ist immer noch nicht so Mainstream, also hat es auch nicht viele Leute, die das hören. Mhm. Oder wenn sie es hören, dann hören sie halt das, was ich sage jetzt mal so ein bisschen bekannter ist, so ein bisschen tech-hausiger oder halt so Elektronik, Techno, Elektronik, was auch immer. Es gibt so viele Bezeichnungen, Betitlungen, darum ist es mir eigentlich nicht so wichtig, wie man das betitelt, was ich mache. Ich mache einfach Musik und versuche auch irgendetwas auf dieser Welt können zu beeinflussen, halt durch Musik, dass Leute einen coolen Moment haben oder eine geile Zeit haben, wenn wir spielen, dass wir halt vielleicht in den Köpfen bleiben oder andere auch dazu können animieren, zum Musik machen, einfach etwas weitergeben. Mhm. Ich finde es schade, dass so viele Leute auf dem Planet leben und also es gibt sehr viele, die kein Hobby können machen oder gar kein Hobby haben, was sicher wiederum ein Thema für die Psyche wäre, weil ich meine, du malst ja selber, du weißt, wie das ist, wenn du mal abstellen kannst und einfach mal etwas machen kannst, wo du einfach dich gehen kannst lassen und mit Musik kannst du dich auch voll gehen lassen. Du hast irgendeine Idee oder du hörst gerade irgendeinen Ton und denkst, cool, mit dem kann ich sicher etwas machen. Mhm. Das ist das, was ich mache. Das ist das. Und was ich fühle, falls jemand mit mir will, oder mit uns zusammenarbeiten will, kann er gerne auf mich zukommen. Egal was für ein Genre, egal was für Musik. Von mir aus kann es auch klassische Musik sein. Also ich bin da wirklich nicht eingeschnappt und sage, nein, ich mache mit dir keine Musik. Ich probiere alles, weil du weißt nie, vielleicht ist irgendein neuer Punkt oder irgendeiner kommt und sagt, hey, mach mal das und wir probieren das und es kommt hure geil raus. Ja, eben. Und du kannst auf einmal hure viel Geld verdienen, für uns dann wie ein kleinerer Aufwand, weil elektronische Musik machen ist hure komplex. Es sind sehr viele einzelne Töne, die du aufeinander layern und das gibt das Ergebnis und zum Teil, also der Remo ist eher da der Spezialist, dass er fast 300 Spuren braucht, also kann man sich da vorstellen, was das für eine Information ist oder was das für ein Aufwand ist zum Machen. Darum, ja. Mir hat mal jemand gesagt, DJ sein ist voll einfach, es ist voll kein Talent, du brauchst ein bisschen Taktgefühl, dann kann jeder DJ sein. Was sagst du zu dem? Ja. Ja? Ja. Okay. Weil DJ sein ist etwas anderes als Musik produzieren. DJ sein ist Tracks miteinander mixen. Also das heisst, ich nehme ein Hip-Hop-Beispiel, 50 Cent, Get in the Club. Ist ein Track. In the Club, ja. Was habe ich gesagt? Get in the Club. Ja, in the Club. Sorry, Entschuldigung. Alles gut passiert. Und der nächste Track ist, sagen wir mal, von Drake. Welches? Get Hotline Bling. Zum Beispiel. Du musst ja... Oh Gott. Ich bin da so konzentriert. Fuck you, Alter. Aber geil, ist okay. Du musst ja vom einen Track zum anderen Track wie einen Übergang machen. Mhm. Und du kennst ja die Tracks. Oder du solltest die Tracks kennen, wenn du ein DJ willst sein. Es gibt einen Punkt, wo du weißt, da wäre cool, um jetzt zu switchen auf den anderen Track. Also muss ich irgendwie, zum Beispiel, du kannst die Bass rausnehmen, also das sind die Lows. Wenn
man hat Lows, Mid und Highs. Man kann die Lows rausnehmen, dann hast du Bass draussen, beispielsweise. Also ich rede jetzt von... Nein, wir reden von Hip-Hop. Kein Bass rausnehmen, oder doch vielleicht Bass rausnehmen vom einen Track. Du tust einen Filter rein, das heisst, es verzerrt den Track an sich. Und du kannst dann mit dem anderen Track wie reinfahren oder schnell reinfahren, je nachdem, wie du es machen willst, dass es den Übergang gibt. Mhm. Und das ist die Kunst vom Mixen. Okay. Und das kann jeder? Das kann jeder lernen. Ich habe Auflegen in 3 Monaten gelernt. Okay. So die Grundprinzipien. Aber Klar, es gibt ja auch immer mehr DJs in Zürich, habe ich das Gefühl. ist auch geil. Also Sorry, ja, ich finde das geil. Ich kann das nicht mehr anschauen, dass man jedes Wochenende die gleichen Vollidioten bucht. Sorry. Es gibt so viele gute Künstler und es gibt so wenig Plattform, weil die Clubs denken sich, irgendwo durch verstehe ich das ja auch, die Clubs müssen Geld machen. Das sind ja Existenzen, die daran hängen. Mitarbeiter, Clubsitzer, Management, was auch immer dort alles dahinter steckt, ist eine riesige Arbeit. Respekt an alle, die das machen und danke vielmals, dass ihr das auch macht. Aber dass man immer die gleichen bucht, weil man Schiss hat, dass man mal den Laden nicht füllt. Sorry, Alter, dann führst du deinen Club falsch. Ich verstehe es, wenn du sagst, hey, ich kann nicht in der Peak-Time von dieser Party, wo am meisten Leute da sind, dass du irgendeinen Neuling kannst anstellen. Ich verstehe das. Und das ist auch voll richtig. Dann mach es anders. Ja, du musst ein bisschen experimentieren. Genau, gib den Leuten Chancen. Ja. Mach von mir aus den Laden 2 Stunden länger auf. Wenn du weißt, es gehen ja sowieso alle, ich sage jetzt mal 4 im Hip-Hop-Ausgang oder vielleicht 7, 8 in der elektronischen Musikszene, dass dann halt einem der Schluss gibt, wo es nicht darauf ankommt, was er spielt und wie er spielt, weil der Abend ja blöd gesagt schon ein bisschen vorbei ist. Ja, sondern gibt die Möglichkeit, einem neuen Artist sich zu entfalten, mal probieren, was er daheim übt oder mal schauen, vielleicht ist der ja krass. Du weißt es wie nicht. Du hörst oder du siehst, er spielt vielleicht bei einem Kollegen im Studio, macht Video, will es versuchen. Ist ja voll okay, für das ist es ja da. Will sich versuchen, aber man gibt ihnen wirklich keine Chance, weil man ihnen nicht zutraut, dass sie es können. Ja. Und das finde ich halt ein bisschen schade. Ja, aber das ist aber auch nur so Fassade anschauen und urteilen. Wir wissen ja nicht, was da alles muss stimmen, wie die Kasse aussieht. Und ganz ehrlich, der denkt sich dann auch, man scheiß drauf auf den... Eben darum. Es füllt meine Kasse und ich finde, das kannst du denen gar nicht übel nehmen. Das ist sein Club. Ich verstehe es, eben darum. Ja. Aber weißt du, wenn du dann, ich sage jetzt mal, man schaut ja Geschäftsjahr immer an. Sechs Club, sechs egal welches Geschäft, Firma. Und du willst ja das ganze Jahr durch dein Geschäft läuft. Dann verteil das. Dann lass nicht jeden 3. Samstag den gleichen spielen. Wenn es läuft? Ja. Und dann ist der irgendwann mal weg und dann? Dann überlegen sie sich dann. So eben genau, das ist es. Ja, es läuft ja. Ja, aber keine Ahnung. Ich kann voll nicht mitreden. Ich höre so zu und ich denke, was soll ich jetzt dazu sagen? Alter? Nichts. Keine Ahnung. Ist okay. Ich sage es einfach, damit es mal gesagt wurde. Weil keiner sagt etwas. Ja, jeder redet, aber keiner sagt. Gibt es ein Thema, das du ansprechen möchtest? Ein Thema, das dich interessiert, das dich aufregt? Aufregt mich sehr viel. Aber ich wollte dem keine Plattform geben. Okay. Weil über schlechte Sachen ist einfach zu reden. Über gute Sachen ist schwieriger zu reden. Okay, dann rede ich über gute Sachen. Du siehst hübsch aus. Danke. Du bist die Schönste. Du bist die Schönste. Gibt's nicht? Ich kann deinen Fuß über meinen Fuß machen. Dass du deinen Fuß über meinen Fuß machen kannst. Gute Sachen. Ja, jetzt habe ich das zum Beispiel gesagt. Es gibt sehr viele, die so ein bisschen versuchen, jetzt DJ zu sein oder auch produzieren. Ich meine, produzieren ist so fucking komplex. Ich mache seit 5 Jahren Musik, ich habe immer noch keine Ahnung. Ich habe immer noch keine Ahnung. Und jeder, der mir sagt, ja, du machst doch Musik. Kollege, weißt du, was das überhaupt ist?
bis ich mal verstanden habe, wie ich einen Ton kann bearbeiten kann, ist fast 2 Jahre durchgegangen. Oder wie ich muss ihn bearbeiten. Wenn ich an diesem Rädchen drehe, hat er mehr Volumen, Bass, Low. Wenn ich an diesem Rädchen drehe, höre ich oben raus nichts mehr, also heiß. Ich sag dir das jetzt, du hast keinen Plan, von was ich schnurre. Bruder, ich schwör's dir, ich habe keine Ahnung. Und ist das jetzt etwas Gutes? Ich sage nicht etwas Gutes, Brüder fangen mit dem Thema an. Nein, also was ich wollte sagen ist, ich unterstütze gerne Leute, die etwas versuchen wollen. Eben, es gibt viele, die zu mir kommen, hey Bro, gehen wir mal zusammen ins Studio. Fix, komm. Ich bin der Erste. Ich habe noch nie jemandem gesagt, nein, ich will mit dir nicht ins Studio. Komm, probieren wir, schauen wir. Und ich finde es wichtig, dass Leute neue Sachen probieren oder das, was sie können, weiterhin machen und andere Leute, die interessiert sind, auch mitziehen. Wir sind Vorbilder. Jeder einzelne Mensch ist ein Vorbild. Du weißt nie, ein Kind, ich kann mich selber korrigieren, damit der mich nebendran nicht fertig macht. Wenn das Kind jetzt dich sieht auf der Straße, als Beispiel, du bist auch so gewesen, du hast als Kind einen Erwachsenen gesehen oder ein bisschen älteren, hast du gefunden, geil, der sieht voll cool aus, ich will sein wie der. Oder ich will so aussehen wie der. Noch nie? Nicht? Nein, schön. Okay. Schön. Ich habe mir gedacht, Inspiriert dich kein Mensch? Oder hat dich noch nie jemand inspiriert? mal, aber nicht random Leute, die auf der Straße laufen und cool aussehen. Ja, vielleicht der Style schon. Bro, ich mag mich nicht erinnern, kann sein, aber ich... Ja, auf jeden Fall. So viele Gedanken, wenn ich durch die Straße laufe. Wir sind Einfluss für, auch für Gleichaltrige. Nicht jeder ist am gleichen Punkt in deinem Alter. Also es gibt andere, die in unserem Alter schon Häuser, Familie, weiss nicht was alles schon erreicht haben, weil ihr Mindset schon in jungen Jahren viel weiter war. Andererseits gibt es wiederum Leute, die in unserem Alter immer noch nichts erreicht haben. So, weder eine eigene Wohnung haben, immer noch bei den Eltern leben, Minecraft spielen beispielsweise, oder weiss was ich, irgendwelche Figürchen sammeln. Und es ist ja auch okay, aber keine Ahnung, man sollte vielleicht ein Vorbild sein oder versuchen, ein Vorbild zu sein, weil viele Leute haben die Welt entwickelt und nach uns werden viele Leute weiter in die Welt versuchen zu entwickeln. In welche Richtung das geht, man sieht es ja, wie es jetzt ist. Man versucht, die Population zu minimieren. Also versucht man auf 1000 verschiedene Arten uns zu beeinflussen. Da kommt wieder der Verschwörungstheoretiker in mir raus. Bruder, weißt du, was du extrem kannst? Abschweifen. Du kannst maximal abschweifen. Du fängst bei einem Thema an. Ich habe keine Ahnung. Auf einmal ist es bei der Population der Menschen, Mann. Von Vorbild zu coolen Style von Leuten auf Population von Menschen. Scheiß drauf, ich will nicht über das Thema reden. Okay. Komm, jetzt bring ein Thema, das mich interessiert. Wo soll ich wissen, was dich interessiert? Ich weiß doch nicht. Ich weiß ja nicht, dass du mich seit 2 Tagen kennst, Mann. Ey. Also, rollen wir. Was willst du von mir, Alter? Dein Podcast, nicht Ja, aber du hast gesagt, du hast Themen vielleicht, wo dich interessieren, wo lustig sind, reden wir, und jetzt redest du mir von Population. Egal, ich bringe ein Thema. Okay, bring es Thema. Schau, Brüder, du hast ja... Ich habe etwas für dich. Okay. Tu das mal auf die Seite. Warte, mach deine Augen zu. Schnell. Ich drehe mich weg. Okay. Also... Darf ich mich drehen? Ja, das ist echt geil. Also, das ist ein Geschenk. Es war mir sehr wichtig gewesen, dir das zu holen. Und es ist wirklich, ich habe nicht geplant, das dir heute zu geben, aber es ist heute gerade im Postkästchen und ich habe gedacht, ey geil, ich mache das. Voll perfekt, ja. Voll perfekt. Siehst du, Universum ist mit dir. Ich freue mich, aber ich weiß nicht, was es ist. Warte. Mach so auf. Ich mache zuerst so, damit ich nicht sehe, was es ist. Oh yeah. Zu fucking sweet, Bro, Mann. Findest du geil? Maximal herzig. Wirklich? Also, Barton,
Weiss jeder. Oder sollte ja langsam jeder wissen. Ja, ich kann es schon Das ist mein persönliches Logo. Baby Barton, zu herzig. Der Bre hat den zweiten Namen von unserem Sohn angeschrieben, weil wir noch nicht sicher sind beim ersten Namen. Wir sind aber jetzt sicher. Wir haben uns geeinigt. Weißt du, wie ich dich gefragt habe? Ich hatte ja voll so, ey Bro, was macht ihr? Ist das sicher? Wie schreibt man das? An dem Tag habe ich das bestellt. Das war vorletzten Samstag, oder? Ich glaube, vorletzten Samstag. Ja, vorletzten Samstag. Ich sag's dir noch nicht. Nein. Ich sag's dir noch nicht, weil wir das an der Hochzeit exposen, wie das Baby heisst. Okay, geil. Ja, scheiße jetzt. Nein, musst nicht. Das ist einfach der zweite Name, der Anfangsbuchstabe ist klar, es wäre wie beidem genau, das Gleiche und von gewesen. Friesenberg ist mein Instagram-Name, also Barton von Friesenberg, wenn mir jemand folgen würde. Zu herzig, Brüder, Mann. Wirklich zu herzig. Danke vielmals. Dankeschön, Bruder. Sehr Ein gerne. richtig geiles Sieg, Mann. Zum Glück bist du mein Kollege. Ja, du hast kein Gender-Reveal gemacht, du hast kein Dings gemacht und ich habe gedacht, ey komm, Alle Leute, die Gender Reveal machen, suchen uns Hobby. ja, und darum habe ich dir das schenken. Brüder, siehst du das mit der Kamera? Ja, Das stellt wieder ab, nicht? kann sein. 0 Minuten. Ja. Ja, ey, Falls der Podcast jetzt fertig ist, sind wir fertig. Wenn nicht, wenn nicht, dann nicht, aber ey, wir reden jetzt trotzdem weiter. danke fürs Einschalten schon mal, falls ich da schneiden muss. Brüder, das war schön, bist du da gewesen. Danke. Bruder, das ist doch aber irgendwie nicht möglich, Mann.